There's an enemy here, Ku. Ah ja. So. Ich glaube, wir sind... Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe auch keine Ahnung, was ich glaube. Ich glaube, ich mache jetzt den Gegner hier platt. So, weg mit dir. Das lässt du mal schön, Junge, gell? Das lässt du mal schön. Junge, ich wollte doch hier noch ein bisschen Zeugs aufheben. Hat er eben nicht was fallen lassen? So. Okay, so. An dieser Stelle wäre es vielleicht mal Zeit, falls ihr jetzt denkt, boah, ey, du hast ja überhaupt keine Ahnung von Souls-Likes. Ja, das liegt daran, dass ich noch nie eins gespielt habe. Und dies hier ist auch keins. Wer sieht mich denn da? Da hinten der. Ich gehe dir mal kurz einen Besuch abstatten. Guten Tag, ihr Leid. Wir spielen Beast of Reincarnation. Ich würde mal sagen, ohne langes Vorgeplänkel. Auf geht's. Neues Spiel. Jo, ich habe einen Vogel. Der Schwierigkeitsgrad nehmen wir natürlich so einfach wie möglich. Ist ganz klar, ich bin ein alter Mann. Und was gibt's hier? Automatisches Zielen, Angriff, Parieren, Wechsel. Ja, ja, nehme ich alles mit. Ich bin ein alter Mann. Ich brauche Hilfe. Zwischensequenzen in 24 FPS. Sind wir hier im Kino oder was? Nein, wir sind besser als Kino. Wir haben Leistung. Jawohl, ja. Aha. Siste. So. Ladebildschirm haben wir schon mal hinter uns gebracht. Perfekt. Oha. Ich glaube, jetzt muss ich gleich die Klappe halten. Ich glaube, jetzt kommt ein bisschen Erklärung, oder? Kann das sein? Im Moment kommt gar... Emotions only hinder us. That is why humanity sought to divest themselves of them. They chose to free themselves of the burden of feeling. They chose to evolve. However, fragments of those bottled emotions buried themselves deep into their souls, and those souls began to rot. Even now, after most of humanity is gone, those souls continue to deteriorate. Bestie der Wiedergeburt. Ach, schön. Deutsche Titel. Ah. Irgendjemand hat bald Geburtstag. Ich bin ja schon ruhig, ja, ja. The Nushi must be near. Can we avoid it? Negative. We'll be in the miasma in 3 minutes. We'll be surrounded. I have to go. Stop here. And don't move. Understood. Halting movement. Wer ist denn diese Bauera oder wie sie hieß? Bauera? Keine Ahnung. Wir sind... Anchor. Nice Mech haben wir. Kann man nicht meckern. Mhm. Ganz wichtig, das grüne Blümchen. Das braucht man. Das I'll be Glücksblümchen. right back. Was haben wir da Let's für go. Leuchtezeug an der Backe? Das Mädel hat auch so Leuchtezeug. Okay. 3-Punkt-Landung, wunderschön. So, was gibt's hier? Ich habe ein Schwert. Mit dem linken Stick kann ich mich bewegen. Ja, dann lass mal gucken. Bewegst du dich auch? Okay, kann ich... Aua. Kann ich da hochhüpfen?
Kann ich. Will ich das? Okay. Ja, wir gehen ja schon vorwärts. So. Könnte jemand ein Gegner oder so kommen? Ich hab einen... Ja, bist du hässlich. So. Ich hab ihn erlöst. Da ist noch einer. Ich schlafe. Emma, So. you reach the blight in 30 seconds. Would you like a countdown? It's fine. I can already see it clearly. Ku, try to keep your distance from Kagura. Was ist denn hier los? Okay, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja, ist es nicht. Was hier gerade los ist. Ich weiß. Okay. Sind die Menschen, sind Befehle geben. I Okay. need your help. Ursache, ja gut, mach mal hier 5 Treffer. Das gilt nicht. Hat nicht gesagt, dass es schon losgeht. Da ist noch einer, komm mal her. Nimm mal das da. Aha, hab ich dich. Der hat Forward, Ku. linker Stick drücken zum Sprinten. Ja gut. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hingehen. Oh Mann, ich mag das nicht, wenn es gleich so wackelt und explodiert und so. Ich brauche eine Erklärung. Ganz langsam. Oh. Oha. Der sieht nicht gut aus. Ja gut, komm mal her, du. Au. Alter. Hast du das gesehen? Ich hab pariert, Junge. Pariert hab ich. Rechter Trigger drücken, zum blauen Punkt zu springen. Ich drücke. Ja gut, das hat ja gut geklappt. Wo ist denn mein Hundi? Hundi? Ja, ich weiß, dass der Kuh heißt, aber ich kann doch keinen Hund Kuh nennen. Wo sind wir denn hier? Oh. Hallöchen, du da. Kann ich mal kurz zu dir kommen? Nee, kann ich nicht. Gut. Dann gehen wir halt weiter vorwärts. Da oben sind Vögel. Weg da. Du auch. So, war da nicht noch einer? Der hat ein Ei. Wo ist er hin? Der hat ein Ei nach mir geworfen. Der Vogel. So, was ist denn das alles für seltsame Anzeichen da unten? Och je. Ja, mittlerweile komme ich ja mit so Intros einigermaßen klar. Ich weiß, dass man da komplett überpowered ist und eigentlich nicht sterben kann, aber ich mag das generell nicht. Ich mag langsame Intros, wo alles ganz genau erklärt wird und nicht gleich mitten in die Action geworfen. Naja. So, da hinten, was gibt's? Wo sind die jetzt her? Hä? The lair is saturated. If you defeat all manifests, concentrations of blight will drop. Rechter Button und X. Boah. Bin ich geil oder was? Komm mal her, da war doch eben noch eine Wildsau. Ich habe keine Ahnung, was ich mache, aber du kriegst eine drauf. Au! Was soll denn das? Achso. Es geht, glaube ich, um die Wildschweine da. Kann das sein? So. Ah, okay. Was ist denn ein... Aua! Was ist denn ein Nushi-Versteck? Und warum haut mich da noch wer? Ah, wahrscheinlich, weil da noch Viecher sind. Ah. Okay, also er ist Freund. Guti. Aber ich will ja weitergehen. Komm mal her. So. Emma,
So you've come. Shido! Ja, okay. Oh ja, ich glaube, das war... Jetzt kommt eine Rückblende. 4026 AD. Ah, bin ich gut oder was? Das ist eigentlich eine Vorblende. 1,000 years have passed since our nation fell. Each region has been ravaged by the emergence of the Malefacts. The blight affected everything. The ground, the sky, all of civilization. Not one thing was spared. And at the core of the infected, there lies an immortal fragment of the beast of reincarnation. No matter how much humanity has struggled against it, it continues to prevail. Ach so, nicht die Menschheit hat immer gesiegt. The people have lost the will to go on. Yet, a report was delivered one day to the capital. It read, "There exists a hope to the east in Ogochi." They meant a girl. One single person. A solitary blight-stained, scorned and nurtured in the shadow of their own corruption. Okay, sind wir das Mädel? Oder das Mädel, was da in diesem Bett quasi schlief? Während wir in dem Mech waren. Na, mal gute Fragen, hä? Mal gucken. So, ich hoffe, dass jetzt so ein bisschen stiller wird, der Einstieg. Frühsommer, vor 5 Monaten. Oh ja, das ist schon mal gut. Ich hätte gerne... Oh ja, das sieht deutlich schöner aus. Oguchi Pufferzone. Kanto-Region. Am I coming through? Brad? I can hear you fine. Right. How's the new outfit treating you? Jo, geht so. Hat Bewegungsfreiheit, scheint strapazierfähig. Ja, hat Bewegungsfreiheit. Geht It's so. easy to move in, I guess. That's good. Back to the matter at hand, Purifier. You still remember the mission? I'm to find and defeat the Nushi. Exactly. And given the concentration of blight, I'd say it's probably close. That's about all I can tell you, though. I can't pin down its exact location. Da hinten ist ein Schmetterling. Mehrere sogar. Feuerschmetterlinge. You see that abandoned village ahead. I suggest you search for clues there first. Got it. Okay. About Kagura, by the way. Ja. Kagura ist, glaube ich, das Her Mädel, das condition geschlafen seems hat. stable at the Ah ja, moment. okay. She should wake by nightfall. I see. All right. Okay. So, natürlich gucke ich mich jetzt erstmal da hinten um. Alte Weisheit, erstmal nach links gehen, in dem Fall halt nach hinten. Hallo Hundi. Hundi, gehst du mit? Komm, wir hüpfen da runter, oder? Okay. Was muss ich machen? Das sind Gegner. Warte mal. Ich nehme den Hundi und schmeiß den da drauf. Und du? Bleib mal stehen, ich hab was für dich. Oh, Pfeile aufheben. Cool. Oh, die lassen Sachen fallen. Chemische Reagenzien. Gewonnen aus der veredelten Flüssigkeit synthetischer Golem-Därme. Golem-Enddärme quasi. Verwendet zur Herstellung verschiedener Werkzeuge. Aha. Man kann also Sachen auflesen. Okay. Da hinten ist ein leuchtender Baum. Der sieht seltsam aus. Kann ich eigentlich einen Doppelsprung machen? Uah. Ja, gut, kann ich. Oder ist was Blaues? Ich will erstmal zu dem gelben Baum da. Cool.
Where did you come from? Ne, also eigentlich frage ich mich May eben, not know wo bist du either. hin? Achso. War das richtig oder falsch? Keine Ahnung. So, jetzt habe ich doch eben noch irgendwo was Blaues gesehen. Da oben ist ein Gegner. Komm mal her. Wir machen mal... Ich komm gerannt. Ah, jawohl, rein damit. Okay, das ist easy. So, irgendwo war was Blaues eben. Ich hab... Aber wo? Da war das Geweih oder was das war? Ich gucke mich mal. Ja, ich weiß. Wir sind noch nicht im Spiel und ich bin schon wieder weg. Da ist noch was Gelbes. Ein Fisch. Yes, das macht mir doch keine Angst. Junge. Was macht man denn? Wie kriegt man denn einen Fisch? Boah, einfach mal nehmen. Fisch aus reinem Gewässer. Verschont von der Seuche. Gilt als Symbol der Hoffnung. Zum Kochen geeignet. Okay, gut. Nee, ernsthaft jetzt. Ich habe da eben was Blaues gesehen. Ich bin vielleicht alt, aber nicht blind. Ja, gut. Ich würde mal sagen, wir machen mal, wie uns geheißen worden ist, oder? Wir gehen mal hin, wie es das Spiel will. Sorry, aber das ist so eine alte Videospielerkrankheit. Ihr wisst es ja in Jump'n'Runs, wenn man von links nach rechts laufen muss, erstmal nach links laufen. Oha, das ist ein Gegner. There's an enemy here. Schwächen und Affinitäten. Mit irgendwas kannst du durch zerstörerische Angriffe den Schild von Golems brechen. Qs Techniken sind dabei besonders effektiv. Lerne verschiedene Fertigkeiten, um Schwachstellen gezielt anzugreifen und effizient zu kämpfen. Y, Qs Fertigkeiten, Befehle öffnen. Okay, das habe ich schon geschnallt. Ein abgeschlossenes Blütenkunst-Quicktime-Event füllt Emmas Lebenspunkte oder Verstrickungsanzeige auf, die verwendet werden, um Klingenkünste auszuführen. Die Anzahl der QTEs variiert je nach Fertigkeit. Ein Abschluss, Lebenspunkte wiederherstellen. 2 Abschlüsse, Verstrickungsanzeige auffüllen. Okay. Dann komm mal her. Dann kriegst du den hier. Ich muss zu dem da. Ey, der wollte mich hauen, hast du gesehen? Ah. So, pass mal auf. Kannst du den da hauen? Nee, kann er nicht. Schade. Ah, jetzt hab ich dich. Du Eumel. So. Lässt du mir auch was liegen? Oh ja, schön. Metallschrott. Was einst eine ganze Zivilisation schuf, ist nun nur noch Schrott. Verwendet zur Herstellung diverser Werkzeuge. Da liegt auch noch Zeugs, mechanisches Teil. Das Fleisch ist dahin, die Seele wohnt nun in geölten Zahnrädern. Verwendet zur Herstellung verschiedener Werkzeuge. Oh, was ist das da für eine hübsche Blume? Ein Reiskorn, ja, nimm mal mit. Klebrig mit feiner Süße, zum Kochen geeignet. Okay. Ist das hier wie Monster Hunter oder so, dass ich hier Sachen aufheben kann? Mann, das sind noch so lustige Geweihe. Die habe ich vorhin auch abgeschnetzelt. Was? Oh, kommst du her? Okay. Okay, da leuchtet's. Reis entdeckt. Ja, habe ich doch eben schon. Eine Holzkiste. Unbemannt. Da ist keiner drin. Okay, Reis entdeckt. Und was ist das? Bernstein. Wird als universelle Währung genutzt. Laut Legende enthält Bernstein Seelen. Aufseher senden Vorräte in die Hauptstadt. Okay, Mama. Sorry. Ich krieg die Kiste nicht klein. Okay, da oben gibt's Fisch irgendwo. Sag mal, bin ich hier überhaupt richtig? Ich soll doch in einem Dorf nach Hinweisen suchen. Jetzt treibe ich mich irgendwo unter Tage rum. Was? Werkzeug entdeckt? Wo hast denn du ein Werkzeug entdeckt? Zeig mal. Kannst du mir das zeigen?
Ach so. Da oben überall. Ah, ach so. Guti. Kann ich da hoch? Das war nix. Okay, kann ich die Leiter benutzen? Hm. So, gucke. There's an enemy here, Ku. Ah ja. So. Ich glaube, wir sind... Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich habe auch keine Ahnung, was ich glaube. Ich glaube, ich mache jetzt den Gegner hier platt. So, weg mit dir. Das lässt du mal schön, Junge, gell? Das lässt du mal schön. Junge, ich wollte doch hier noch ein bisschen Zeugs aufheben. Hat er eben etwas fallen lassen? So. Okay, so. An dieser Stelle wäre es vielleicht mal Zeit, falls ihr jetzt denkt, boah, ey, du hast ja überhaupt keine Ahnung von Souls-Likes. Ja, das liegt daran, dass ich noch nie eins gespielt habe. Und dies hier ist auch keins. Wer sieht mich denn da? Da hinten der. Ich gehe dir mal kurz einen Besuch abstatten. Das. Kann ich überhaupt nicht haben. Do you have something? Ja. Das hier ist angeblich kein Souls-Likes. Und das ist gut so. Denn da bin ich schlecht drin. Okay, da drin gibt's was zu lesen. Genau, ein Dokument entdeckt. Komme ich schon da rein? Ich dachte gerade, sind das Bomben? Sollte ich da dranhauen? Komme ich denn da rein? Durch die Tür wahrscheinlich. Ich probier's mal durch die Tür, ja. Klopf, klopf. Ich komme in Frieden. Was gibt's hier? Boah, Junge, mach mich doch nicht so erschrecken. Was ist das hier? Feuerpfeile. Pfeile in Brandmittel getaucht. Fügen Gegnern Brennen zu. Feuer brachte einst Freude. Nun bleibt nur Angst. Pfeile und Bolzen ausrüsten. Kämpfe werden leichter, wenn du Munition verwendest, die gegen die Schwächen deiner Gegner wirksam ist. Ausrüstung, Pfeile und Bolzen auswählen. Ja gut, wir haben ein Menü, ja. Okay, Ausrüstung. Da. Und da kann ich was machen? Bolzen auswählen. Ja, ich habe doch aber nur das da. Ja, gut. Kann ich hier eigentlich überall machen? Ist egal. Da kümmere ich mich irgendwann mal drum. Da ist ein Buch. Ich nehme mal das Buch. Ein Handbuch mit Anleitungen, um Feuerpfeile herzustellen. Okay, das ist praktisch. Wird beim Ausruhen automatisch aufgefüllt. Da wird ein Buch aufgefüllt. Wenn du Handbücher für bestimmte Bolzen und Pfeile gefunden hast, werden diese Gegenstände beim Ausruhen automatisch aufgefüllt. Wo sich die Handbücher befinden, erfährst du von Hütergolems. Hütergolems werden auf der Karte markiert, wenn Q sie entdeckt. Ah, du musst allerdings in ihrer Nähe sein, damit Q sie aufspürt. Guti. So. Inventar. Nicht identifizierte Gegenstände. Munition. Da, Feuerpfeile. Habe ich aber erst 5. Ich bleib mal bei den Bolzen. Also wir haben normale Pfeile. Dann haben wir Feuerpfeile. Und dann haben wir Bolzen. Schnelles Feuern. Okay. Und hier haben wir Sachen, die wir aufgehoben haben. Eine Meckklinge. Ah, das ist unser Schwert. Eine Läuterklinge. Und da der Unterschied. Okay, keine Ahnung. Ja, ich will mich jetzt auch nicht zu sehr in Menüs hier. Oh, was zu lesen, ja. Brennt alles nieder. Die Wurzeln, die Blätter, die Blüten, den ganzen Wald. Es sind keine Samen, die wir säen müssen, sondern Feuer. Feuer! Feuer! Möge das Feuer der Erlösung alles verschlingen. Feuer! Feuer! Yeah! So, Entschuldigung. Ich habe gerade eine kleine Beavis und Butthead-Anwandlung gehabt. Gibt's
jetzt hier noch irgendwie was zu finden. So, ich glaube, wir sollten jetzt mal wirklich da hingehen, wo das Spiel auch will, dass wir hingehen. Wir sind mal wieder komplett abgeschwiffen. Aber hübsch ist es hier. Mensch, Hundi, wie hast du ein struppiges Fell? Kann ja nur. So, Fall-Damage oder so? Keine Ahnung. Gibt es sowas? Ah ja, guck mal, da unten im Reisfeld. Da waren wir. Okay, Fall-Damage. Gibt's nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, wir waren... Oh, jetzt ist heller, oder? Und dann sind wir da hoch und tralala hin und her. Wir gehen jetzt halt da rüber. Was ist denn... Was ist denn unten rechts das Blaue? Ist das die Speicheranzeige oder was? Okay, wir gehen mal diesen Weg da weiter hoch. Komm mal her. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir hergekommen sind. Das ist ja gerade... Da vielleicht? Nee. Ja gut, dann gehen wir einfach gerade... Ja doch, da ist das. Ah ja, da oben ist unser... Nee. Das ist nicht unser Roboter, wo wir herkamen. Egal. Wir gehen zumindest mal zu dem Marker. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir hierher gekommen sind. Was gibt's? Ein Gegner? There's an enemy. Wo denn? Das ist, Moment, da ist das Blaues. Und dem wachsen lustige Sachen auf dem Buckel. Ich gehe mal dahin. Ist das so ein Lagerfeuergedönse oder so? Okay, wir untersuchen mal. Neues Lager entdeckt. Okay. Alles klar. Kampfrucksack. So. Was kann man denn hier machen? Erhöhe die Attribute von Emma und Q durch Punktezuweisung. Dann machen wir das mal, oder? So. Du kannst Emma und Q stärker machen, indem du die Attributspunkte verteilst. Attribut ohne S. Attributpunkte erhältst du bei jedem Stufenaufstieg. Habe ich 2? Habe ich? Stimmt das? Das Erhöhen bestimmter Attribute lässt dich die entsprechenden Hauptfertigkeiten verbessern, wodurch du wiederum Fertigkeiten derselben Linie freischalten kannst. Okay, ja, ich habe einen Punkt. Stärke, Vitalität und Blütenkraft. So, verbesserte Hauptfertigkeit. Gelenkter Schuss Stufe 1. Benötigte Attribute, Blütenkraft 7. Ach so, okay, ich verstehe. Also wenn ich Stärke jetzt noch 2 höher mache. So, zuallererst mal Stärke hin oder her. Ich mache erstmal einen hier. Verbesserte Hauptfertigkeit H Stufe 1. Benötigte Attribute 7. Wir haben jetzt Satz 6. Fügt Gegnern, die vom H getroffen werden, 19,2 Schaden zu. Shakuyaku-Spross kann ab H-Stufe 1 erworben werden. Wunderbar. So, wir haben jetzt mehr Lebenspulver. Ich bin noch zu sehr ein Monster Hunter. Wir haben noch mehr Lebenspunkte gekriegt. Von 875 auf 893. Das ist doch gut. Nee. Ich will noch gucken. Kann der Hundi hat auch was. Was ist denn? Also hier kann ich... Fähigkeiten erlernen. Wo ist das, ein Fertigkeitenbaum? Haben wir gerade einen Fertigkeitenbaum gepflanzt? Da ist ein Röschen. Klingensturm Shakuyaku. Der glänzende Hieb eines Schwertmeisters, beseelt vom Shakuyaku. Werde ich ihrer Schönheit jemals ebenbürtig sein? Ja, bestimmt. Jetzt muss ich gehen. Werde ich ihrer Schönheit jemals ebenbürtig sein? Ja, mach hin. Tschüss. Verbessern? Man braucht FP. Das FP steht, glaube ich, für Pflanzenpunkte. Ich habe keine Ahnung. Machen wir mal verbessern, oder? Ja, klar. Moment. Was ist denn das da? Ach so, das ist das, was ich jetzt gewählt habe, ja? Okay, und das da? Ich habe jetzt aber erst das hier freigeschaltet, ja? Okay, dann gehe ich jetzt mal das da gleich verbessern. Was war das wieder? X drücken. Ja, X drücken ist gut, das nehmen wir. Okay. So, jetzt mache ich hoffentlich mehr Schaden.
Und ich habe noch einen Fertigkeitspunkt. Kann ich den jetzt hier auch verteilen? Ne, da fehlen Attribute. Okay, ich blicke noch nicht so ganz durch. Hier gibt es noch was zu gucken. Was macht das da? Okay. Ja, gut, aber da steht ja überall, dass man es nicht machen kann, weil komische Pflanzenpunkte fehlen. Kann ich hier irgendwie, ich habe noch einen Fertigkeitspunkt, kann ich den irgendwie investieren? Ah, ja, hier. Stärke, Vitalität, was ist denn Blütenkraft? Kuhseuche wird zu einem Fluch, verursacht 10% zusätzlichen Statuseffektaufbau. Aha. Statusverstärker kann ab Beschwörungsstufe 1. Okay, das ist wohl Statuseffekt. Also Gift, Säure, Flamme, Blitz wird erhöht. Also die eher wohl zufügt. Guck mal, wie er gerade lacht. Die eher zufügt. Gut. Und Stärke ist einfach aktivieren, indem du mit linker Trigger und rechter Stick reindrücken Q den Befehl vorwärts gibst. Todesstoßrate um 50% erhöht. Landmine legen kann ab Todesstoßstufe 1 erworben werden. Okay, und Vitalität ist Rüstungsbonus. Ich weiß nicht, hat der Hund eine eigene Energieleiste oder kann der gar nicht sterben? Komm, ich sag, wie es ist. Am Ende des Spiels stirbt der Hund. Das kann ich jetzt schon sagen. Nagelt mich drauf fest. Am Ende des Spiels stirbt der Hund. Vielleicht nicht am Ende, vielleicht schon in der Mitte, aber der Hund wird sterben. Man soll sich jetzt nur an ihn gewöhnen und eine emotionale Bindung aufbauen, aber der Hund wird sterben. So. Ich gehe mal hier auf Stärke, ja? Guti. Und dann gucken wir jetzt nochmal die Fähigkeiten. Haben wir da jetzt irgendwie was freigeschaltet? Ne, da brauchen wir Pflanzenpunkte. Haben wir nicht. Gut, was haben wir hier noch? Stufenaufstiegsattribute. Hatten wir das nicht schon? Ich habe immer noch einen. Ach so. Moment. Ich habe das gar nicht. Ah, jetzt habe ich selbst Stärke genommen. Nein. Kann ich das zurückmachen? Kacke. Nee, ich wollte doch Vitalität. Ich will doch der Vitali. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Ich habe einen Pflanzenpunkt. Oder was ist das da oben? Rechts da. Egal. Ausrüstung verbessern geht auch. Schwertverbesserung. Zeig ich mal hier. Läutererklinge. So, wie verbessert man denn Sachen? Haumel wird also wird um 1 für 6 Sekunden verringert, wenn Emma Schaden erleidet. Das ist gut. Haumel wird um 1 verringert. Statuseffekte werden geheilt. Haumel um 2. Das ist mir ehrlich gesagt alles noch so viel. Ich finde auch das da schöner. Das sieht so richtig schön punkig aus. Erhöht den Schaden von Angriff 3 um 1,05. Also mal 1,05 für 5 Sekunden. Erhöht den Schaden von Angriff. Okay, pass auf, dann bleiben wir bei dem da. Ich guck mal, ob man das verbessern kann für... Ach so, mit Bernstein verbessern. Nee. Wir gucken erst, was wir sonst noch haben. Projektilverbesserung, Bolzen. Kostet das auch Geld? Kostet auch 1000. Oder Köcher vergrößern. Wir warten erstmal, ja? Und wir verbessern uns dieses Schwert hier. Wir verbessern uns dieses Schwert, weil das defensive Sachen hat. Nachdem wir ja eben dummerweise unsere Angriffskraft erhöht haben und ich eigentlich unsere Vitalität, also eher Defense erhöhen wollte, machen wir jetzt halt, dann verbessern wir jetzt ein Schwert, das eher indirekt Defense verbessert. Deshalb verbessere ich jetzt dieses Schwert hier. Zack. Sehr schön. Okay. Kann man dann auch bessere Schwerter und so finden? Ich schätze schon. So, Tutorials gibt es auch noch. Emma. Emma wurde schon verseucht geboren. Über ihre Herkunft weiß sie nur, dass sie in der Kolonie geboren wurde. Sie hat ihre Erinnerungen verloren. In der Kolonie ist sie dafür zuständig, sie vor umherziehenden Malefakten und korrumpierten Golems zu beschützen. Emma kann die Seuche besiegter Gegner, in sich aufnehmen und so Stärke gewinnen. Okay. So. Geh mal gleich weiter gucken. Komm her. Oh ja, die ist vorhin mir auf dem Buckel erschienen, glaube ich. Emma ist mit einem Mädchen unterwegs, das sonst niemand sehen kann. Wie immer hat sie ihre Erinnerung verloren und niemand weiß, wer sie ist. Doch Emma hat sonst niemanden zum Reden. Guter Tipp von mir. Du brauchst nicht einen imaginären Freund, um Selbstgespräche zu führen. Das geht auch ohne imaginäre Freunde. Anja nur. So, Malefakte. Das Leben wurde durch die Seuche verdorben und brachte Mutanten hervor, die Malefakte genannt werden.
Auch die Menschheit blieb nicht verschont. Die wenigen Betroffenen nennt man Verseuchte. Okay. Dann hätten wir noch die Nuschi. Unter den Malefakten gibt es einige wenige, deren Macht alles überragt. Die riesigen, fast gottgleichen, göttlichen Wesen, die verbreiten seit jeher ehrfürchtige Angst. Steuerung Grundlagen. Laufen, sprinten. Kriege ich hin. Sag mal, hier Angriff und Verteidigung. Rechter Button, das ist das, was ich die ganze Zeit hämmer, um mit der Klinge zu schnippeln. Okay. Rechter Button mehrmals für eine Hiebfolge. Kriege ich auch hin. Mit linker Button drücken, um zu blocken. Okay, das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich habe das benutzt zum Parieren. Also kurz bevor ein Schlag trifft, ganz kurz den Block hoch, das Schwert hoch. So. Aber dass man da auch längerfristig blocken kann, das wusste ich gar nicht. Okay, ausweichen mit B. Jawohl, das ging bei mir auch automatisch. Alter Monster Hunter-Style mäßig. Blütenkunst. Q kann die Macht der Seuche nutzen, um starke Naturangriffe zu entfesseln. Diese heißen Blütenkunst. Aha. Blütenkunst verbraucht Qs Blütenpunkte BP. Drücke Y, um das Blütenkunstmenü zu öffnen. Haben wir jetzt auch schon hingekriegt, so irgendwie. So. Parierst du einen Angriff erfolgreich, werden Qs Blütenpunkte, das ist ein schweres Wort, teilweise wiederhergestellt. Die Blütenkraft versorgt Qs Blütenkunst, die verschiedene nützliche Effekte hat. Darunter auch die Möglichkeit, Emma zu heilen. Wenn du in Schwierigkeiten bist, setze Qs Fertigkeit ein, um das Blatt, Wortspiel, zu wenden. Beachte jedoch, dass du dieselbe Blütenkunst nicht zweimal hintereinander verwenden kannst. Ah ja, okay. Schwächen und Affinitäten. Mit... Ich weiß nicht, was dieses Icon ist. Kannst du durch zerstörerische Angriffe den Schild von Golems brechen. Das haben wir doch vorhin schon gelernt. Qs Techniken sind dabei besonders effektiv. Lerne verschiedene Fertigkeiten, um Schwachstellen gezielt anzugreifen und effizient zu kämpfen. Ein abgeschlossenes Blütenkunst-QTE oder Quicktime-Event oder QTE füllt Emmas Lebenspunkte oder Verstrickungsanzeige auf, die verwendet werden, um Klingenkünste auszuführen. Das ist so viele Worte. Ich hoffe, das wird noch erklärt. Die Anzahl der QTEs variiert je nach Fertigkeit. Ein Abschluss, Lebenspunkte, 2 Abschlüsse. Was sind denn Abschlüsse? Okay, die hätten mal lieber erklären sollen, dass man die Taste drücken soll, wenn das Ding in dem beleuchteten Bereich ist. Das wusste ich am Anfang nicht, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Qs Folgeangriff, Schleudern. Nachdem ein Gegner gebrochen wurde, kann Q einen Folgeangriff ausführen, der ihn in die Luft schleudert. Also den Gegner. Gegner können in der Luft nicht kontern und Emma kann mit rechten Button ihren Folgeangriff ausführen. Das Verursachen von Rückstoßschaden ist der beste Weg, einen Gegner zu brechen. Rechter Button, führe mit Emma einen Folgeangriff aus. Ja, das geht quasi automatisch, da ich ja die ganze Zeit rumfuchtel. Okay, Q den Befehl vorwärts geben. Du kannst den Gegner dazu bringen, sich auf Q zu konzentrieren, indem du ihn vorausschickst, während du unbemerkt bleibst. Also linker Trigger und dann rechter Stick. Q setzt ausgerüstete Fertigkeiten und Gegenstände im Kampf automatisch ein. Fertigkeiten werden via Fertigkeiten erlernen freigeschaltet und mit Pflanzenpunkten erlernt. Emma und Q teilen sich die FP. Ist immer noch nicht gesagt, für was FP steht, oder? Das steht für Pflanzenpunkten. Sie werden durch das Besiegen von Gegnern erhalten. Du kannst wählen, welche Fertigkeiten, das haben wir gerade gemacht. Sprung. Du kannst dich mit dem Hakenwurf an hohe Äste in andere Orte ziehen, die dein Haar erreichen. Ach, das sind meine Haare? Ich dachte, da wachsen mir irgendwelche Äste aus dem Arm oder so. Okay, alles klar. Rechter Trigger, ja. Ja. Kämpfe werden leichter, wenn du Munition verwendest, gegen die Schwächen deiner Gegner wirksam ist, haben wir auch schon festgestellt. Hunger. Außerdem bekommen sowohl Emma als auch Q Hunger, was durch eine Leiste dargestellt wird. Wo? Okay. Solange diese Leiste nicht leer ist, regenerieren sie langsam Lebenspunkte. Alles klar. Wenn du Nahrung aus deinem Vorrat isst, füllst du die Leiste wieder aus. Wenn man Nahrung isst, dann wird die Leiste voll. Drücke unten, um deinen Rucksack zu öffnen und deine Lebensmittelvorräte einzusehen. Ja. Zielmarkierungen, jo, das nutze H oder ein Sprung, ja, das haben wir auch schon geschnallt. Lagerplätze, oder waren wir gerade? Lagerplätze bieten dir eine Verschnaufpause vom Chaos der Welt. Du kannst die LP von Emma und Q wiederherstellen. Aha. Das blaue Licht besitzt die Kraft, alle zu heilen, die von der Seuche betroffen sind. Ah, blaues Licht. Beim Rasten werden auch Stimpacks und andere Gegenstände wieder aufgestockt. Was ist denn ein Stimpack? Ist das sowas wie Stimpy? Keine Ahnung. Solltest du die Handbücher für bestimmte Pfeile, Bolzen und Q-Gegenstände besitzen, werden auch diese ohne Materialverbrauch aufgestockt. Wir haben, glaube ich, Feuerbolzen oder so.
Wenn du Handbücher für bestimmte Bolzen und Pfeile gefunden hast, werden diese Gegenstände beim Ausrüsten... Na, das haben wir doch gerade gelernt. Wo sich die Handbücher befinden, erfahren wir vom Hüter-Golem, das haben wir auch schon gesehen. Und jetzt die Attribute-Gedönse da, das haben wir schon gesehen. Okay, sind wir durch, oder? Spiel speichern? Ja, das mache ich. Oh ja, das ist eine gute Idee. Die Oguchi Pufferzone. Ich habe gerade Pfefferzone gelesen. So, sehr schön. Haben wir auch mal gespeichert. Jetzt würde ich noch gerne meinen Rucksack ansehen. Was ist... Ist der unendlich, der Rucksack, oder ist das irgendwann... Füllt die Hungeranzeige, füllt Emma und Qs Hungeranzeige. Im Besitz 0? Wie? Aber da steht doch eine 2 dran. Wie steht denn da jetzt 0? Hä? Das verstehe ich nicht. Naja, egal. Oh, ich sehe gerade, unsere Hungeranzeige ist nicht ganz voll, oder? Das war dumm, oder? Wir hätten uns doch auch hier ausruhen können. Okay. Dann ruhen wir uns... Jesus, ne. Dann ruhen wir uns hier mal aus. Und zwar den ganzen Tag bis morgen. Morgen machen wir genau hier weiter. Und dann gehen wir mal ein paar Gegner schnetzeln. Da habe ich Bock drauf, weil das flutscht ziemlich gut. Und bitte, bitte... Seid gnädig zu mir in den Kommentaren. Ja, ich bin großer Monster Hunter Fan, also gerade von den alten Teilen, also zu Wilds. Ja, Wilds ist nicht mein liebstes Monster Hunter. Das ist sogar das, was ich am wenigsten mag. Aber die alten Teile waren super, also das klappt so. Aber so Souls-like, ja, das ist kein Souls-like direkt, aber so, oder so die Richtung halt mit Parieren und so. Da bin ich nicht so gut. Aber ich lerne. Ich bin bereit. Ich bin bereit zu lernen. Ihr müsst mich nur lassen. Tipps sind gerne gesehen. Ein bisschen lachen dürft ihr schon, dass ich mich dran stelle wie der letzte Eumel, das weiß ich. Aber seid bitte ein bisschen gnädig zu mir und nicht zu sehr auf meinem Unvermögen rumhacken, okay? Danke. Tschüss. Bis morgen.